Hey, goede morgen alla. Welcome hier, Frau Oostre. Happy Easter to you alla. Mijn vrienden dat je hier bent en levenswasser van jou met ons toopt. Dit is een bijzondere dag, bijzondere tijd wat we celebreren. Voor ons als christen, we willen zeggen, dit is de grond. Want we ontdekken aan Oosteren, Jezus starf en hij stond op. Hij starf voor ons. Hij stond op, hij is levendig. En dat is de grond van ons geloven. En vandaar gaan we dat hier bloos vieren. We kunnen dat vieren met nieuw leven. We hebben tofhaast vandaar, waar een deel mensen zich getauft worden. We hebben 22 mensen wat zich taufen. 11 in deze eerste gottesdienst, nog eenmaal 11 in de tweede gottesdienst. En zodat we als een beetje bewijs van nieuw leven. Ik kijk vandaar tijdens Samariërs uit en ons appelboom, die vangt een beetje aan te bloeien. En zo'n bloemen vangen aan te bloeien. Dat is een sign van nieuw leven. En dat is wat ik vandaar taufen laten. Dat is ook een sign van, dat is nieuw leven in eind. En van ons allen, we kunnen best waar deze dag vieren, deze Oostertijd vieren en celebreren en best ontdekken wat Jezus heeft voor ons gedaan, ons nieuw leven gegeven. En zo mijn vrienden dat je hier bent. Ik zie Pastor Jacob, mij is het een eer dat je hier bent. En later wat Pastor John de boodschap had, draaide naar dat Kjriez. Dat handelt zich alles om de auferstehung, de opstanding, dat Jezus waar leeft. En zo ik kijk ver weg voor dat. We waren aanvangen met 2 Lieder zingen. En dan na de 2 Lieder, dan wat Pastor John de boodschap had. En dan na de boodschap, dan waren we de zeugnissen hier van die wat zich laten taufen. En zo waren steeds weer wat opwaarts zijn. So de taufe wordt het laatste zijn. Ik heb hier alle bijna blijven en de boodschap horen. Deze stijlen hier ganz hier aan de Näakjste, die hebben voor de 9 tot 12 jarige kinderen. So de leraars die zijn nu met de 9 tot 12 jarige kinderen taub. En dan later voor de zeugnissen en voor de taufen, dan komen de kinderen hier aan, waar ze hier ook alle zaten. Ze zijn ook nieuwsgierig en ze ook vrouw. En wat is de taufe en wat gaat aan? So we brengen het aan, bloos voor dat part, dat ze ook kunnen zijn wat hier bijna aangaat. So wanneer bij ons zijn de kinderen dan aankomen, het zijn jullie kinderen, we worden het part merken van dat. So ik wil vragen dat je opstaan, ik wil aanvangen met een gebed. En dan gaan we in de service naar. Voor de hemel, we danken die van de Samariërs voor deze schijne Oostertijd. We danken die voor nieuw leven. We danken die dat du am Kjriez zingst, du starfst, du stundst op, dat du levendig bent van jou. En we vieren dit nieuw leven in plaats. We loven die, we prijzen die, we willen die hoog geven van jou met alles wat we doen, met wat we zijn. We geven die plus hoog. En we zijn de eer je terug naar die, wenn du leeft. We celebreren en leven jou God. En we loven die en we danken die daarvoor in Jezus naam. Amen. Wel we met zingen. In den Fred von mir nacht, sag ja kann ich sagte sing, danke dir doch, danke dir doch. Wann der Stern wurde hier, bloß der Stern was von uns, wo der Hut im Ort war verstehen, danke dir doch, danke dir doch. Leut von Danksagung, das mein Leut von sich, für das mein Gewerk, du auch bin nicht Spiel, jen Lein ist im Diensten mit Häng, Jehova nur die. Ich freu mich im Hort, ich freu mich im Hort, was uns in der Scheinheit tut, jo in am Männers vor mir.
op, jeg giver imod op. Nu skal vi træffe von din bræs. Det er fred in dem hånd, det er fred in dem hånd, det er fred in dem hånd, jeg er mikro. Jeg giver imod op, jeg giver imod op. Nu skal vi træffe von din bræs. Jeg fred mi em hånd, jeg fred mi em hånd. Jeg tog til det skønhed, du gjorde der med os for mig. Jeg fred mi em hånd, jeg fred mi em hånd. Jeg tænkte for en vugge dybest, var der en var der senge. Jeg tænkte for en vugge dybest, var der en var der senge. Jeg tænkte for en vugge dybest, var der en var der senge. Möger und die Spülung, die uns getrennt hält, behucht die Beug, die du für mich lag. In die Verzweiflung kiekt ich nun Himmel, in Rauch die nun, in diese Nacht. Dann kommst du läuflich durch das Dunkle, brüchst durch den Schatten von meiner Sorge. Du hast mich vor dich zum Menge kommen, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Wer kann sich verstehen, genug so erstaunend, von Wort versteht so eine große Leid. Der ja Gott hat, stopp drauf vom Himmel, und ruft meine Sünd in meine Schuld. Heut ging Kjriez, jäuf mich verjährt, die Haar von Hornat nicht sieht. Trag voller Haare, je hier, Jesus Christ.
Jesus leeft. Amen. Ich habe mal alle top sein. Jesus leeft. Noch einmal. Jesus leeft. Weet je, wenn Jesus nicht leeft, dann ist es alle für nichts, was wir tun. Wenn Jesus nicht leeft, dann wird seine Geburt bloß noch eine Geburt. Ich weiß, wie Deutsche wie gleich in unser Heldenjahr. Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Aber das Tag von der, wenn wir einen Heldendag wollen holen, dann sollen wir das Tag. Wenn das Tag ändert alles. Und ich soll sagen, die Auferstehung ändert alles. Die Auferstehung ändert nicht bloß Jesus sein Leben, aber unser Leben auch. Ohne die Auferstehung, ohne die Auferstehung ist all das bloß in der Rumgetimmel kann sein. Jesus redet auf einer Stelle von, dass wenn wir nicht Leib haben, oder Paulus schreibt, wenn wir nicht Leib haben, dann ist es bloß so mit Lage Gruppe herumdeveren. Und das was wir tun, ohne die Auferstehung. Ohne die Auferstehung ist die Bibel bloß ein Buch voll von Lees. Und wenn je ohne die Auferstehung, dann ist Sonntagsmorgens nur Zeug für, das ist bloß eine Ungewohnheit. Vielleicht ist das alles, was es für dich ist. Und weet je, all die Dinge in dieser Welt, all das Lieden in dieser Welt, all die Weide, all die Dinge, was wir begehen, Dinge, was uns nicht schön gehen, Dinge, was bloß uns raufrieten wollen, das ist alles, was wir haben, ohne die Auferstehung. Und ich hatte auch gedacht, durch diese Zeit, weil ich diese Botschaft freut mich, wie viel von uns Leben denken wir an, dass es top gehört ist, mit der Ewigkeit. Aber wie viel von uns Leben ist bloß ein durch das Tag sein, durchzukommen. Aber ich will sein, das Gottesdienst sein, durchzukommen. Oder das eine Arbeit sein, vor dich zu kriegen. Wie viel von deinem Leben ist in Wirklichkeit totgeknackt mit der Ewigkeit? Und weißt du, ohne die Auferstehung, dann ist nichts von deinem Leben totgeknackt mit der Ewigkeit. Wenn das alles, was du hast hier von dir, und ich finde, was ich will deuten lassen von dir, das ist 100% meinungslos, ohne eine Auferstehung. Wir nennen das nie das Leben, aber das darf kein nie das Leben, ohne die Auferstehung. Ich will ganz kurz 3 Wörter abnehmen, ein bisschen von reden, was totgeknackt sind mit der Auferstehung. Aber diese Wörter, der hat kein Wert, sind sogar ein Fluch in uns Leben, ohne die Auferstehung. Das erste ist Gnade. Wir gleichen von Gnade zu reden. Gnade ist Gott sein Geschenk für uns. Gnade ist unsere Erlösung durch Gnade. Ich meine, Gott gibt uns was wir nicht wert sind. Aber weißt du, Gnade ist ein lautes Wort ohne die Auferstehung. Wenn Jesus nicht lebt, dann ist Gnade überhaupt nicht. Das ist die Ursache, wo wir in der so tun und das nicht so sehr schafft, als an Jesus seine Auferstehung zu verlieren. Das wollen wir von Furzahn leeres Abstall, von der, wenn wir nach der Welt horchen, das ist ein von den Dingen, was sie das Tollste überstriden, das Tollste versuchen, unterzugraben, wenn man es nicht nur Auferstehung gibt, dann gibt es keinen Gott, dann wie Jesus in Lehner, die ganze Schrift ist voll Leeres, und du hast keinem, was dich verantwortlich hält, und du bist dein Salz, dein Gott, du bist Salz, dein Wirt, du kannst selbst entscheiden, das wird die Welt will leben, aber das alles, wenn da keine Auferstehung ist, dann ist es dort. Und so die Feindschaft soll ja an der Auferstehung sein, unterzugraben. Und so Gnade, Gott seine Gnade ist meinungslos. So eine Versen aus Epheser 2,8, die sind durch Gott seine Gnade gerat, willst du glauben, dass es eine Lehre ist, sonst darf es nicht mal. Das ist nicht durch die Worte, das ist ein Geschenk von Gott. Erstens, in Gott darf es nicht mal ohne die Auferstehung. Ich weiß nicht, du darfst überdenken. Aber Jesus, wie ein Lehner, Jesus, wie ein Nursch, ab das ihr, hat wir bloß ein gewöhnlicher Mensch, was rumdenken, Lehes verteilt, ohne die Auferstehung. Und so, da ist kein Gott, was dir ein Geschenk gibt, du hast kein Gott, was dir eine Radung gibt, wenn es nicht eine Auferstehung gibt, dann hast du auch keine Radung.
Und ich wünsche uns, wir das mal really deep in Horten und denken, dass ohne die Auferstehung es nicht in Sinn, dass du wieder lebst. Wenn das nur weiter in uns Leben, das nur Dinge, was nicht scheinen, das sind nur Dinge, was nicht reich schaffen, ohne die Auferstehung, ist es meinungslos. In Epheser 1,7 sagt er, durch Jesus, der sein Blut für uns gegeben hat, und wenn das eine Lehre ist, wenn es nicht eine Auferstehung gibt, er ist meinungslos. Selbst sein Blut für uns gegeben sind wir losgekauft. Wir sind, von Wort bist du losgekauft, ohne die Auferstehung. Und bloß absolut von nichts. Und so, das sind Lehres ohne die Auferstehung. Und dann sind die Sünden vergeben durch die große Gnade, das gibt keine Gnade, das gibt keine Vergebung ohne die Auferstehung. Nou weet je, ik zeg je dat dit is de grootste heldendag. En man, we willen een dag vieren in ons leven, dit is de dag. Niet dat de dag ons raadt, maar wanneer we niet een Auferstehung te vieren hebben, we hebben een huis voor. Dat is hoffnungslos. En zo zijn de zinnen die vergeeft durch de grote genade in ons leven neemt, in ons uren voor de waarheid opmerkt. Weet je, wat een waarheid? Dat is alles lees. Dat is voor de wereld even strijden heeft. Wat is waarheid? Ik merk mijn ene waarheid. Ik kan zelfs entscheiden wat recht en aardig is. Dat is waar we leven, ohne een Auferstehung. En de Auferstehung is de grootste ding, dat is de grootste genade, wat God jemals gegeven heeft. Ohne dat zijn we niet. Ohne dat is het alle meinungslos. Ohne dat word je bloß nood van jou. En zo, we hebben Toffe. Toffe heeft erom met niet leven. Het heeft erom met sterven ten oud leven. Opstaan ten niet leven. Dat is wat we wezen. Dat is wat in ons leven passiert is. Maar dat is een leer is, ohne die Auferstehung. Und so, wenn Jesus nicht lebt, dann ist genug dood. Genug meint nicht, das ist bloß ein ladet Wort. Ohne genug, dass uns Gottesdienst eine Lehre ist, unsere Taufe ist eine Lehre ist, uns alles, die Leute, was wir singen, die Wörter, was wir singen, und welche die Leute, die haben so eine feine Wörter, aber das alles nicht, das alles eine Lehre ist, ohne die Auferstehung. Und ich wünsche, du wirst das verstehen können, dass ohne die Auferstehung ist das Leben meinungslos. Und so genug ist nicht genug ohne die Auferstehung. Paulus, der Schrift an der Römer, er sagt, dass Jesus wird der Nachkommen von David, aber durch seine Auferstehung beweist er, dass er Gott wird. Und so, wenn die Auferstehung nicht wir, dann wir nicht Gott. Und dann wir bloß ein Mensch. Und er geht um Lees vertrauen. Aber die Auferstehung ändert alles. Das zweite Wort ist Tod. Ohne die Auferstehung ist der Tod uns äußerster Fluch. Das ist uns größter Feind. Weet je, der Tod, der bringt Trennung in uns Leben, der bringt eine Näakjste, der bringt Trauer, der bringt Ruhen, der bringt Bang, der Tod, der das viel vernichten sozusagen in uns Leben, unsere Familien. Und wenn dort das letzte Kapitel ist, dann ist der Tod bloß ein Fluch, wo du nur lügst, und in einem schönen Tag, wo du sagen, wir saßen in Angst und lügen, dass dort ein Tod kommt. Vielleicht aber allemal, wenn wir verstehen, nicht die Auferstehung. Aber der Tod ist nicht das letzte Kapitel, wie in der Auferstehung. Und so, wenn die Auferstehung du nicht hast, dann ist das alles, was du hast. All das Leiden in dieser Welt, das ist meinungslos. Ohne die Auferstehung, dann hast du ein ständiger Fluch über dein Leben. Wenn der Tod hängt, alle über unser Leben. Wir wissen alle, jeder Mensch stirbt, und wir können 100 Jahre zurückchecken, dann lebt halt keiner von den Menschen, die da lebt. Und so wird es 100 Jahre wieder sein, wo du von dir sagst, was das wir sagen. Das Haus, wo du wohnst, was das wir wohnen. Und so das Geschäft, was du eins, was das wir ihnen. Und diese Kirche, wie wird das von dir ran, was das wir ran. Der Tod ist, der kämpft über uns alle. Und wenn dort alles ist, was du hast, dann ist es meinungslos. Und so ohne die Auferstehung ist Tod ein ladet Wort. Na weet je, de Schrift verrät von, dass wir sollen tot sein zu Sinn. Aber das ist auch meinungslos.
ohne die Auferstehung. Wenn du tot bist zu sein, dann bist du lebendig in Christus. Aber das meint nicht ohne die Auferstehung. Römer 6, Vers 1 sagt, was soll wir denn sein? Soll wir beim Sinn bleiben, dass die Gnade durch gratis wird? Wo eine Gnade? Du hast keine Gnade ohne Auferstehung. Und so wollen wir uns eben vertiefen mit so einem Ding, dass Sinn, dass ich will nicht in Sinn leben. Dann wollen wir unser Leben aus uns scheint und als wir aus uns Fleisch will. Aber in Römer 6 sagt er, ab kein Weg, ich will all wie, die wir für Sinn tot sind und wieder beim Leben. Und so wir sind zu Sinn gestorben. Und wenn wir da wieder lesen, wir sind leben nicht in Christus. Vers 11 sagt, große Haltung dafür, dass die für den Sinn tot sind, aber in Christus Jesus leben nicht für Gott. So was halt das Leben, das ist kein Leben, du hast nichts, wenn nicht eine Auferstehung ist. Und weißt du, wenn ich Auferstehung sage, dann meine ich nicht bloß körperlich Auferstehung, ich meine auch geistlich. Und das wird die von der wiesen als Täuflinge, die wiesen, dass die sind abgestanden mit Jesus trainiert leben. Wenn dort nicht so ist, dann dauert uns nicht fertig. Aber wenn es nicht eine Auferstehung ist, dann ist es ein ladig Ding, was you tun. 100% ladig. Und sonst ganzer Glauben hängt davon auf. Paulus sagt zu den Korinther, dass ohne die Auferstehung sind wir die Dollste zu bejammern, wenn wir sein uns Dinge auf in dieser Welt, viele Christen leiden, viel Glauben, verschiedene Dinge gehen arg. Wenn dort alles ist, was da ist, wo stark dort gehen, da merkt ihr keinen Sinn. Und so die Auferstehung. Das ist der Tag, was wir fühlen. Das dritte wird das Leben. Ohne die Auferstehung hat uns Leben kein Sinn, bis sie die Friede erweitern, was wir hier nu haben. Das ist alles, was da ist. Und vielleicht hättet ihr von der Schein und denkt so, well, das ist dann gedauert, das Leben jetzt Schein. Aber wir haben keine Garantie, dass es nur mehr noch so was ist. Und so ohne die Auferstehung ist uns ganze Glauben, uns ganze Jässlichkeit, kann man sagen, das ganze jässliche Leben, das hat einfach keine Meinung. Und ich dachte mir, wenn wir denken, sind das Smarties und weil ich nur Zeug fahren oder nicht, und weet je, nur Zeug fahren, das Rat in Leben nicht. Aber wenn du nur Zeug fährst, bloß wenn nur Zeug fahren, und das nicht mit einer Auferstehung, taugt ihr knack, wohin wirst? Wohin wirst du hier sein? Wenn du nicht eine Auferstehung willst, was ist der Punkt, dass du hier bist? Was ist der Punkt, dass du wirst sitzen in Horchen oder Gesang, oder Horchen oder Predigt, oder was immer, some von uns sind von anderen Kirchen, was die in jenen Kirchen tun, wohin wirst du das tun? Wohin wirst du deine Zeit wasten für dort, wenn es nicht eine Auferstehung gibt? Und so wünsche wir können verstehen, dass uns rein ganzes jährliches Leben von Sonntagsmorgens abstehen, nur die Kirche fahren, nur Taufe, nur Leute singen, nur eine Botschaft, wenn dort nicht für die Auferstehung ist, dann ist das meinungslos, 100% meinungslos. Wohin wirst du dann? Merkt keinen Sinn. Und so du hast kein Leben. Römer 6, Vers 4. Wir wurden durch den Tod mit einem Tod im Tod berufen, dass aus Christus durch den Führer seine Herrlichkeit können von dort abgeweicht worden, wir können ein neues Leben wandeln. Das ist eine Lehre ohne die Auferstehung. Erstens, dass Jesus abstand und zweitens, dass du warst. Und dass du nie das Leben in Christus hast, das ist meinungslos ohne die Auferstehung. Dass du eine Ewigkeit hast, du hast den Himmel, das ist 100% meinungslos ohne die Auferstehung. Epheser 2,10. Dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, und dürfen nicht mal, wenn nicht nur Auferstehung ist, hat Gott uns nie geschaffen, einen Stand versagt, dass wir Gott tun, kann du soll wir auch tun erleben. Jeder ein von der uns, die sind nie geworden. Aber weißt du, das ist ladig. Das ist meinungslos, ohne Jesus seine Auferstehung. Ich wünsche dir halten das im Denk. Du hast kein neues Leben, du hast keine Ewigkeit, du hast keinen Gott, du hast keinen Jesus, wenn er nicht hast von dort abgestanden. Und so rein alles hängt von dort auf. Aber weißt du, Jesus lebt. Wir glauben das von Horten, dass Jesus abgestanden ist, aber nicht? Ist doch nicht, wohin die hier sind?
Weil wir noch einmal sagen, Jesus lebt. Jesus lebt. Noch einmal. Jesus lebt. Und dort, wo wir hier sind, dort, wo wir auch leben. Dort, wo wir ein ewiges Leben haben, dort, wo wir weiter und das Leben, dort ist nicht das Ende, der Tod ist nicht das Ende. Wir haben eine Meinung, wir haben eine Zukunft, wir haben eine Ewigkeit bei Gott, wenn Jesus sagt, mein Vater ist in der rechten Hand. Jesus lebt von dir. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Auferstehung. Wir danken dir, dass du bist abgestorben, du bleibst nicht im Grab. Und er hat uns Leben hat von der Meinung, unsere Ewigkeit hat Meinung, uns ganze Gottesdienst, unsere Taufe, uns Predigen, uns Leider singen, dort auf alles Meinung, wenn du lebst, Herr. Und ich will, dass du uns verschalten und zu denken, dass uns rein ganzes Leben, in jeder Minute, jeder Sekunde von unserem ganzen Werk, als Taub geknackt mit deiner Auferstehung. Und wir wollen auch abstehen, wir wollen ein ewiges Leben haben. Und wir danken dir dafür. Amen. Amen. Alright, so das nächste war die Zeugnisse hier. Der Karte Testimony, Karte Geschichte von das, was ich taufen lassen von der. Wir haben mit alle persönlich getroffen, unsere Elders haben mit ihnen getroffen. Die Elders, die früher. Und wir vertrauen, dass sie lassen sich taufen ab ihr Glauben. Und wir haben some von was wir persönlich haben, in Christi selbst. Und wir Elders, wir freuen uns für das, was sich hier taufen lassen. Wir haben gesehen, was sie gewassen haben. Und anderen sie mehr kann erleben. Und so, wir sind bereitschaftlich für das. Ich will auch jüngst das, was sich taufen lassen, und auch die Älteren weiter lassen, dass nur den Tauf hast nächste Sonntag, erst dort dann haben wir eine Klasse für all die, was sich taufen, dann bloß die nächste Staub nehmen zum Wiederwassen. Von der ersten Tag, wo wir zelebrieren und mit einem Taub bloß das neue Leben feiern, und dann nur dem nächsten Sonntag, dann haben wir eine Klasse vereint, wo sie keine Hand kommen und die nächste Staub übergehen. Bloß halten zum Wassen. Wenn wir glauben, das Glaube kommt Nummer 1, und dann kommt Taufen, und dann kommt das Wassen. Und wir werden bis hier sein mit Jün Taub und Jün halten Wassen. Alright, so wir wollen anfangen mit den Testimonies. Kommt ab, ich wollte hier den Mic geben, dann fangen wir an. Good morning. Mijn naam is Bradley Kjriez en ik wil je een klein beetje van mijn geschichte vertellen. Ik ben in Kjriez heim opgewassen en ik ben zeer dankbaar voor mijn ouderen, voor alles wat ze mij geleerd hebben. En als ik 14 ben, dan ging ik door een zware tijd door, dan nam ik me Jezus als mijn persoonlijke leraar aan. En ik ben nog einmal dankbaar voor was. Aber met de tijd en met de jaren dat ik weer opval. En ik val weer en weer op. Dat ik weinig beden deed. Ik deed niet maar Bibel lezen. En wat ganz kurz in september. Dan zag ik wat online dat ze dat kan ze spelen dat Jezus wordt komen. Wenn de tekens weer in de oorlog. En dat bracht een zeer grote angst mee aan. Ik ging slapen en ik deed beden en ging slapen en als ik wat s'morgens weer ik ganz nood geschweid en ik had helemaal niet geslapen. En ik had het zeer zwaar met. En dan ging ik naar mijn mom, den s'morgens. En vroeg had zij wil met mij beden. En dan zei ik dat wat angst ik had. En ik weet dat toen wat ik de angst had, toen ben je niet recht was mir en Gott. En dan beden ik mijn mom zag en verlang en vertellen door Eva en dat het een gouden ding zal zijn, dat het niet zo'n slechte ding zijn. En als we gebed hadden, dan werd ik zeer nieuw gelaten en dan ging ik op alleine mijn stoel waren aan. Dan deed ik nog langer beden en eens had ik een grote vrede over mij. En ik voelde me zo fijn door Eva. En vandaan aan heb ik niet meer angst gehad voor wanneer God komen wordt. Ik ben eruit en ik vrij me door het voor een dag. En toen wil ik me van jou laten hoffen, als een bewijs van mijn geloven en weer van mijn leven. Dankzij. Good morning. My name is Michaela Froese.
I grew up in a Christian household. I have always believed in Jesus and have often thought about getting baptized, just never did it because I let fear take over. I have gone through some very hard things in my life, and a lot of the times, instead of running away from Jesus, I ran to him, which had led me to experience so much from him. I've seen his love, goodness, mercy, grace, and so much more over the years and wanted to get baptized, but like I said, I let fear take over. This year has been life-changing for me from the beginning until now. God has spoken to me so very much this year, and we're only 3 months in. And it's brought me to where I am right now, sharing my testimony and getting baptized. I went to a conference in the US this year. There was a message that changed the way I thought, that opened my eyes. She talked about who Jesus really is and what he did and why we don't share the good news after everything that Jesus has done. If it's something we truly believe in, why don't we share it? Jesus came to earth to die for our sins, a gruesome, terrible death, and then rose again. He did all of that for me and you so that we can have eternal life. So I asked myself, why are we not sharing his goodness and what he's done and still does wherever we can? Living life here on earth is for Jesus, to have a relationship with him, to spread his love and make a difference. After that conference, I decided to get baptized. A few months after this conference, we had another conference here in Mexico. And again, God spoke to me and opened my eyes. I was worried that instead of leaving the past, the hurt, the shame, the guilt in the water, I would take it with me and nothing would change. But talking with the speakers, I realized I am a new creation once I get baptized. The enemy will keep working and remind me of my past and the hurt, but that's where my relationship with Jesus comes in. I'll have to keep reminding myself what my identity in Christ is, and that I am a new creation and I'm not who I was before, and keep growing my relationship with Jesus. Today, I want to share to the world what I believe in and get baptized, showing I belong to Jesus and it's all about him. I believe Jesus came down, died, and rose again so that we may have eternal life. And I want to spend the rest of my life following him, surrendering my life over to him, and keep growing my relationship with him. Thank you. Good morning. My name is Olivia Wolf, and I am getting baptized today because I have fully committed my life to Jesus and I want to live my life for him. Hello, my name is Randy Tykro, and I've believed in Jesus for quite a while, but I never got baptized because I thought I had to be perfect. So after finding something I should do better and I would improve that part of my life, I would always find something else and never got baptized because of it. But then a lot of people told me that I didn't have to be perfect. So today I want to get baptized because I believe in Christ and I want to live for him and be his disciple. Hello, my name is Joshua Thiessen. I want to share part of my testimony. So I've been a Christian for most of my life, but at some point I got lost and fell into some addictions, and I stopped growing my faith. I stopped trying to get to know God, and I couldn't seem to find my way out of it. But Jesus has shown me that I don't need all the worldly things. All I need is him. So today I'm getting baptized to show that Jesus is my Lord and Savior. Thank you. Hello, my name is Alex. I came from a Christian home and grew up normally and spent my entire life in the church. And until I came to Mexico, I never worked in the church, and then I started to work in the kids' church almost as soon as I came here. It went further, and Rebecca told me I should start working in the youth to do sound there as well. And from then on forward, my faith has been getting stronger, and through youth and through everywhere that I've been working there, I have learned that Tofen was also not just something that we do because we are already
working and we are already in the church, everything. Taufen is something we do before we start growing. Taufen, Wassen, Glauben, Taufen, Wassen. Believe, baptism, and grow. This is something that I never thought of because I always thought Taufen was something we did after we knew everything, after we've already studied. But it is something we do before we grow. So I'd like to get myself baptized today. Hallo, mijn naam is Eva Harder. Ik wil me van de Taufen laten, want ik zie God zo dankbaar dat hij met Leute van mij had. En dat hij heeft zijn 19 zoon gegeven, dat hij is gestorben voor mijn zin, dat ik niet verloren zie. Dankeschön. Buenos días, mi nombre es Rolando Doag. Kort van mij wordt ik hier in Kuchtemog abgewassen. Meine Eltern haben mir in christliches Heim abgewassen. Meine Mama hat mir so viele Geschichten von der Bibel vertellt. Meine Eltern haben auch immer erbarmt, um mich zu lernen, was reich und artig ist. Kort mein Zeugnis, was ich 12 Jahre, dann wieder ab eine Freizeit. Und du bekehrt mich. Und mit der Zeit, habe ich so aufgeluten mit meiner Gemeinschaft von Gott. Ich falle in Dingen an, wo ich nicht so mein Leben habe. Ja, dat zijn een paar jaar terug en ik val diep in twijfel aan. Dus ik een stuk ben was. En dat voelde ik dat ik hem niet uit den twijfel. En God heeft me geleerd door de tijd dat ze zware tijd was, maar ik heb me leren, waar immer ik was, dat is niet wo God hand ik kijk naar mijn hart. Das, was wir glauben haben und was wir dort angenommen haben, was er für uns getan hat. Ich habe hier einen Kartentag, was mich viel geholfen durch die Zeit. Ich will ihn hier immer überlesen. Ich will das auf Englisch stellen. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved. As the scriptures tell us, anyone who trusts in him will never be disgraced. Jew and Gentile are the same in this respect. They have the same Lord, who gives generously to all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Das Tag darf mich so viel geholfen durch die Zeit. Besonders stille als davor. Ich habe mich viel so gefühlt, ich wieder allein, Gott bin nicht bei mir. Und dann habe ich das in falsch. Wenn einmal ich Gott sie nur anrufen würde, dann würde er bei mir sein. So, habe mich so geholfen des Tages. Und nu word ik dat klaar. Ik weet dat ik zie God zijn kind en dat hij jet bezien mij. En ik wil ook hartstikke dankbaar zijn voor de mensen in mijn leven. Er zijn veel mensen die hebben voor mij gebeten en die mij immer met geholpen hebben. En ganz besonders zie ik dankbaar voor God. Hij heeft mij zo gezegend en ook dat schwere wat ik zie durchgegaan. Ik zou dat van de eerste zeggen en God heeft mij door sterker gemerkt en mijn Glauben sterker gemerkt. Buenos días. Du kommen da mein Leben. Ich kann nicht sein, ich kann das nicht mal allein tun. So, ich versprüche den Herrn. Ich will vor allem leben, wann er mir durch diese Zeit durchhalten, was ich vor mir habe. So, heute und heute von der nach. Er hält mir alle wen durch. Ich will mich von der Taufen lassen, und beweisen, dass ich den Herrn en heiland angenommen habe als mein Radar. Good morning, mijn naam is Mariana. Ik weer om 9 jaar waar ik al veel van hier doe, dat het zo wichtig voor Jezus ondernemen. En ik wist niet wat dat meint doet, maar ik eens over is zelfs ging hem vragen wat dat meint doet. En dat is voor mij dat eenmaal klaar was en ik kon dat verstaan. En ik geloof ook dat Jezus heeft om mijn zin betaald aan Kjriez. En als ik was opgestaan van dood, dacht dat hij in eeuwig leven. En ik vertrouw dat wat Jezus heeft gedaan, dat is ganz genoeg te mij raden. En van daar wil ik mij op dat Taufen laten als een bewijs. Dankeschön.
Good morning, mijn naam is Daniela. Ik ben nog erna jong, is ik tot hier nooit van Jezus aanneem. En ik maak het bijzonder, is mijn zus dat hem geloven kwam, waar dat een onderscheid maakt in haar leven. En waar de moed en de fake wat niet van deze wereld weer. Ik zal mijn vertrouwen dat ik op Jezus snap en ik weet dat ik zijn gelaten stem. En van daar wil ik me troffen doen. Het is een bewijs dat ik zijn gestorven heb in alle leven en niet het leven had door Jezus Christus. Dankzij. Alright, so dat zijn al die Zeugnisse für ditmaal. Vandaag hebben we een bijzondere dag. We hebben onze elders wat waren dankbaar door de beide services. Al onze elders waren dankbaar. Pastor John wat in de Näakjste service ook geholpen tofen. Een van onze elders is Jake Thiessen. Hij was ook een dankbaar. Fernando Letgeman, hij was in de dankbaar en helpen met dat. En dan nog Albert Freys. Hij is een van onze elders. En Albert en Teresa. Ze hebben al voor de laatste 10 jaar zich aan gekomen om alles opleiden, mijn tofen zich opleiden met de interviews, alle doen. En zo ik zie bij broer met de elders wat we hebben in de kerk, wat op een Jeseljaar was, hingen mij staan, dat de ganze kerk geestelijk leiden. En dat we zondag vandaag kunnen vieren met nieuw leven. En zo, daarmee zei ik broer met dat. Zo, we waren aanvangen met de tofen nu.
Stunde, wir wollen hier noch ein Leut haben. Und was wir groß beobachten haben, als ein wunderschöner Symbol von das nie Leben, was wir verrückt sind. Weil wir Gott eine Hand geben für die Schönheit.
zo bedenkt wat is een service gekomen als je weet team als je ver ons op de trein gekomen met Utopia zijn van daar en ik hoop de woord wat je zijn wat we waarom denken eind is dat niet het leven komt door je opgestaan. Ik vrij me dat je bent hier met ons topje was en wat je jas hier bent bij ons blijf wel ram in de verleif red met zo'n mensen had een koffie en hab een bisschen gesehnde Ostertiet. Mit jene Freund, Familie, wo immer ihr seid, reist glücklich. Und sei uns hier nächste Sonntag fangen wir eine neue Botschaften an. Heute fährt die nicht, so kommt trägt nächste Sonntag. Gottes Segen mit euch alle. Alle Pastor. Vergift, vi zijn vergift.